Wir fahren einer gleich weiter im Programm, weil wir vor der Pause noch einen Künstler haben. 13 auf Rolf Zöllner, der kommt gerade aus Rosenheim. Ja, was soll ich meinem Vorredner noch hinzufügen? Da steht er, der Oberbayer. Weil ich fahre ja eigentlich durch das typisch bayerische Kabarettraster. Ich komme nicht aus Niederbayern, bin ja nicht in einem Dorf neben Misthaufen aufgewachsen, gehöre keiner sprachlichen Randgruppen wie die Schwaber oder Franke und hatte, und das ist als Kabarettist durchaus eine katastrophale Ausgangslage, auch nicht unbedingt eine schwierige Kindheit. Ja, da wäre es dann schon ziemlich eng als bayerischer möchte ich ein Kabarettist. Glücklicherweise bin ich ja eben in der tiefsten urbayerischen Provinz aufgewachsen, im Mündungstäter von Inn und Mangfall, im beschaulichen Rosenheim. Das ist ja selbst nordlichter Begriff, wenn es zum Beispiel im Radio wieder heißt: Hallo, hier ist Staumildl Franz. Am Mitteldreieck bei Rosenheim bildet sich gerade der übliche Stau über 150 Kilometer, weiterhin gute Fahrt. Natürlich auch durch den Chiemsee, diesem Urlauber- und Rentner-Aussteigerparadies im Chiemgau, mit geführten Kormoran-Abschussbootstouren oder durch den knallharten Polizeialltag der Rosenheim-Cops, bekannt aus Fernsehen und Realität. In Rosenheim werden wir ja schon mal gefragt, wo denn da die Polizei wäre. Und wenn man dann sagt, das ist dieser wunderschöne grüne Prachtbau, Ecke Kaiser-Irlmeier-Straße, schauen Sie die an wie der Schweiberl und meinen, aber die Polizei sieht doch im Original ganz anders aus. Bis du drauf kommst. Die suchen ja nicht die echte Polizei mit den handigen Schläger, sondern die Rückseiten vom Rosenheimer Rathaus mit dem Hannesschläger als Kommissar Hofer. Ja gut, ich habe jetzt nichts gegen die Polizei gesagt. Ja, man muss heutzutage schon aufpassen, dass man keine Minderheiten diskriminiert. Ja, auch noch bei euch in Österreich, oder? Ihr habt jetzt eine korrekte Söhne- und Töchterhymne. Es ist wurscht, ob man mit Bart und Abendkleid auf der Bühne steht. Und Frauen dürfen bei einer Steinigung auch nicht mehr bis zur Schulter eingeräumen. Hauptsache politisch korrekt. Aber was ist eigentlich dieses politisch Korrekte? Ich bin ja in der verbandlichen Jugendarbeit aufgewachsen und da haben wir Mitte der 90er schon ein Bildungskonzept gehabt, das war so telefonbuchtig, weil wir überall nicht nur die männliche, sondern auch die weibliche Form mit berücksichtigt haben. Die Uni Leipzig dreht ja den Spieß jetzt um und will zukünftig nur mehr die weibliche Form verwenden. Studentinnen mit kleinem i sind dort also auch männliche Studierende. Was natürlich den Vorteil hat, dass man sich über intersexuelle Formulierungen, also Twitter, keine Gedanken machen muss. Auch soll man ja zukünftig, um gleichgeschlechtliche Patchwork-Familien nicht zu diskriminieren, nicht mehr Mama oder Papa sagen, sondern Eltern 1 und Eltern 2. Wobei sich da natürlich korrekterweise die Frage aufdrängt, wer von den beiden ist die Nummer 1?